Gewalt, Krieg, Tod und Sexualität, das sind ihre Themen. Körperbetontes sogenanntes High-Risk-Tanztheater, das ist ihre Ausdrucksform. Die Tanztruppe Montastroj aus Kroatien verarbeitet die Kriegserlebnisse der letzten Jahre auf ihre Art. Und die ist schockierend und poetisch zugleich. Diese Woche gastieren Montastroj erstmals in der Schweiz. Daniel Vonnerburg hat sie in Zagreb besucht. Sie nennen sich Athleten des Herzens, schlagen und lieben sich, speien und tanzen. Ein Pas de deux kann jeden Moment in einen Guerre de deux umschlagen. Im Bühnenspektakel der kroatischen Gruppe Montastroj kollidieren Zärtlichkeit und Erotik auf beängstigende Weise mit Macht und Gewalt. Montastroj leben und arbeiten in der kroatischen Hauptstadt Zagreb, einer Stadt, deren Leben vor wenigen Monaten noch vom Krieg bestimmt wurde, die mittlerweile aber wieder zur Normalität zurückgefunden hat. Ihre Basis hat die 7-köpfige Truppe in einer tagsüber leerstehenden Studentendisco in einem Zagreber Außenquartier. Zurzeit proben Montastroj an ihrer neuesten Produktion. Thema: das Verlangen nach Licht, nach Erkenntnis. Einen gemeinsamen tänzerischen Hintergrund haben die jungen professionellen Performer keinen. Einige sind Autodidakten, andere besitzen eine klassische Tanzausbildung. Doch was zählt, ist nicht technische Perfektion, sondern Präsenz, Hingabe und Intensität. Tanz, Mimik, Theater oder Performance, Montastroj stecken ein weites Spektrum ab. Raues Tanztheater. Das ist das Etikett, das man uns normalerweise im Ausland gibt. Was wir in der Schweiz zeigen werden, ist Körpertheater mit Elementen aus dem zeitgenössischen Tanz. Ihre Schweizer Premiere geben Montastroj kommende Woche mit einer Neuaufnahme ihrer letztjährigen Produktion Everybody Goes to Disco. Das Stück, während des Balkankriegs entstanden, kreist um die Themen Macht und Gewalt, Tod und Sexualität. I think that art shouldn't be mimetic. Kunst sollte die Wirklichkeit nicht 1:1 abbilden. Aber wir alle haben unsere Herkunft, eine bestimmte Zeit, einen bestimmten Ort. Ich glaube, dass der Krieg unser Leben tatsächlich beeinflusst hat. Und unser Leben beeinflusst natürlich auch unsere Kunst. Deshalb gibt es sicher eine Art indirekter Verbindung zwischen dem Balkankrieg und unserer Performance. Aber es war nicht unsere Absicht, den Krieg darzustellen, sondern eher, wie wir als junge Menschen damit umgehen und ihn erleben. To reflect the war situation, but to reflect how do we live during the situation, so how do we feel about the situation. Montastroj machen sogenanntes High-Risk-Dancing, Tanztheater mit großem Körpereinsatz an der Grenze zur Gewaltanwendung. Für Frauen ist es schwierig, gewalttätige Szenen darzustellen. Aber nach einer Weile gewöhnte ich mich daran und ich sagte mir, okay, ich will das wirklich tun. Und dann tat ich es einfach. Manchmal erleben wir heftige Reaktionen. Die Leute lieben unsere Kunst oder sie hassen sie. Sie sagen, wie schrecklich, wie kannst du da nur mitmachen? Oder auf der anderen Seite, fantastisch. Kalt lassen wir niemanden. Montastroj sehen sich selbst in der Tradition der russischen Avantgarde der 20er Jahre. Ihr radikaler Rückzug aufs Körperliche hat auch andere Gründe.
Im ehemals kommunistischen Osteuropa ist für alle jungen Künstler die Situation überall dieselbe. Alle Ideologien und Utopien haben sich zerschlagen und als einzige Referenz, als einzige noch mögliche Identität bleibt nur noch der eigene Körper. Das Physische ist zurzeit das einzige Material, mit welchem junge Künstler sich auszudrücken und zu formulieren wagen. To make idea clear, you have to do from yourself. Montastreu, ein herausragendes Tanzperformance-Erlebnis. Schockierend und poetisch zugleich, immer an die Grenzen gehend und intensiv. Montastreu beginnen dieser Tage ihre große Europatournee. Kommende Woche machen sie in der Roten Fabrik in Zürich Halt.